heimgekommen und gehe ins Zimmer und meine Eltern waren auch überfordert gewesen, weil wie willst du so jemandem helfen, willst du so einem Kind helfen? Das kannst du einfach nicht. Und von Gott habe ich in dieser Zeit eigentlich nicht viel bekommen, sage ich jetzt mal. Also nicht viel bekommen, wo ich selber gemerkt habe. Ich habe das Gefühl, Gott lässt mich in dieser mega schwierigen Zeit lässt er mich allein. Und ich hatte auch mega Mühe mit Betten und allgemein so mit Gott in Kontakt kommen, war für mich ganz, ganz schwierig. Einfach weil ich gemerkt habe, oder weil ich das Gefühl hatte, wenn ich bete, da kommt gegen eine Wand, das geht nicht weiter. Und das war für mich mega schwierig, weil ich einfach gemerkt habe, ich würde doch so gerne die Beziehung zu Gott führen, die ich auch bei meinen Eltern mega gesehen habe. Und das war einfach nicht möglich. Nach in der Sek ist es leider weitergegangen mit dem Mobbing. Also ist eigentlich etwa 2 Jahre lang ist eigentlich die ganze Klasse gegen mich gewesen. Das war noch ein bisschen schwieriger als das in der Mittelstufe, wo es wirklich nur eine Person war. In der 3. Sek hat es nachher einen Klassenwechsel gegeben, weil ganz viele Kante gegangen sind. Und dort war es für mich noch viel besser gewesen, weil ich so ein bisschen mein Grüppli hatte, das mich so geliebt hat und mich so akzeptiert hat, wie ich bin. Und das war für mich extrem wichtig gewesen. Ja, einfach weil es halt das 3. Jahr ein mega wichtiges Jahr ist in der Sek. Genau. Dann hat es einen recht grossen Wechsel gegeben für mich. Ich bin aus der Schule gekommen und ich bin an die GWS gegangen. Für die es nicht wissen, ich habe dort den gestalterischen Vorkurs gemacht. Und die Gestalterwelt ist sehr speziell, sage ich jetzt mal lieb ausgedrückt. Es sind einfach die Leute, also ich habe keinen einzigen Christ in meiner Klasse gehabt. Ich habe auch niemanden gehabt, der irgendwie evangelisch oder katholisch oder irgendwas war. Ich war ganz allein. Und die Leute dort haben halt viele Ansichten, die wir als Christen haben, nicht gut gefunden. Also jetzt gerade zum Beispiel die schwule und lesbische Bewegung, das ist für die einfach, also die Toleranzgrenze war da nirgends gewesen. Also wenn du dort ein falsches Wort gesagt hast, bist du abgeschrieben gewesen. Und für mich war das mega schwierig, weil ich habe gemerkt, ich weiß, dass es nicht richtig ist und ich weiß, dass Gott anders denkt hat. Und trotzdem will ich diese Leute nicht angreifen und mir zum Feind machen. Und ich habe in dieser Zeit mega, mega fest gemerkt, ich brauche Gott. Es geht nicht ohne ihn. Ich stehe diese Zeit nicht durch, ohne dass Jesus an meiner Seite steht. Und ich konnte anfangen zu beten. Ich bin mit Gott in Kontakt gekommen. Ich habe wegen der kleinsten Sachen mit Gott geredet. Am Morgen, wenn ich auf den Zug gegangen bin, habe ich mit ihm geredet und habe gesagt, was mich gerade anschießt und auf was ich mich freue. Also ganz kleine Sachen. Und so diese Art von Beziehung, das hat mir so gut getan. Und ich glaube, da hat auch mein Umfeld gemerkt, dass sich da etwas mega verändert hat. Ich habe auch anfangs von der GBS habe ich so ein bisschen richtig angefangen mit Liedern zu schreiben. Mittlerweile sind es fast 10 oder ein bisschen mehr Lieder, die ich selber geschrieben habe. Und viele von diesen Liedern sind wirklich halt aus einer Verzweiflung heraus entstanden. Also zum Beispiel eines meiner Lieblingslieder, «Das neue Weg», das ist entstanden, weil ich dort mal nach der Lehrstellensuche war. Und jede Tür, wo ich angegangen bin und aufmachen wollte, hat jemand mir die Tür vor dem Gesicht zugeschlagen. Und das war so schwierig für mich, weil ich habe gedacht, der Beruf, den ich will, das ist das, was Gott für mich will. Und ich habe gedacht, ja, also ich meine, das würde so zu mir passen. Und warum macht jetzt Gott da jede Tür zu? Und das war für mich auch mega schwierig. Aber mit dem Unterschied, dass ich gewusst habe, es ist Gottes Wille. Und es ist gut, so wie es ist. Und er macht mir die Türen zu, weil er mir an einem anderen Ort die Türen aufmacht. Und ich einfach mit dieser Gewissheit konnte ich durch diese Zeit gehen. Und an der GBS war es auch so, dass ich zuerst mal, also das habe ich noch nie so gehabt, bin ich wirklich wegen meinem Glauben so ein bisschen ins Lächerliche gezogen worden. Also ich habe Leute aus meiner Klasse gesagt, dass ich eben Lieder schreibe, christliche. Und dann haben sie da angefangen, so «Haha, Ave Maria» und so Zeug, und sich darüber lustig machen. Und aber in dieser Situation habe ich gewusst, ich konnte zu Gott gehen. Und ich konnte ihm anlegen und gesagt, «Schau Gott, das hat mich mega verletzt und ich verstehe das nicht.» Und
also GWS ist für mich wirklich die beste Zeit von meinem Leben gewesen, weil ich so vielen Leuten von Gott erzählen. Ich habe auch von Anfang an klar gemacht, ich bin Christ. Also ich habe kein Geheimnis daraus gemacht, weil ich wie gesagt habe, ich müsste da zu oft irgendwie lügen oder irgendetwas vertuschen, dass sie es nicht herausfinden. Und darum habe ich von Anfang an gesagt, ich mache einen klaren Tisch. Und ich bin mega oft ausgefragt worden über meinen Glauben und haben mich Leute gefragt, hey, wie siehst du da und da oder weißt du einfach eine Geschichte in der Bibel oder weißt du, was passiert oder was bedeutet Vergebung. Und also wir hatten einmal ein recht cooles Gespräch gehabt, wo mich wirklich Leute gefragt haben, warum das jetzt dieser Person einfach vergeben kann. Dann habe ich gesagt, ja, weil Gott gesagt hat, wir sollen unseren Mitmenschen 7-mal, 70-mal vergeben. Und ja, das war einfach eine so ermutigende Zeit für mich gewesen. Und ja, ich bin mega gewachsen in dieser Zeit. Jetzt muss ich schnell schauen. Gestern um 12 Uhr in der Nacht noch geschrieben. Genau, ja. Und jetzt bin ich in die Lehre gekommen. Für die es nicht wissen, ich mache Lehre als Floristin. Geht in die ähnliche Richtung, die ich vorher machen wollte. Ich wollte eigentlich Polydesigner lernen, also so Ladengestaltung und Messenbau und so. Es geht in die ähnliche Richtung, aber ich habe von Anfang an gewusst, es ist nicht mein Traumberuf. Aber ich habe wie gesagt, ich muss mich darauf einlassen und ich schaue, was mir Gott dort für Türen aufmacht. Und ich bin jetzt in einer Klasse und in dieser Klasse hat es ein Mädchen, das am ersten Tag, wo man sich vorstellen hat, gesagt, ja, mein Hobby ist Jungschi. Da dachte ich, Jungschi? Und dann bin ich auf sie zugegangen und habe sie gesagt, so, ja, gehst du irgendwie in eine Kirche oder so? Und dann hat sie gesagt, ja, meine Eltern sind evangelisch, aber wir gehen eigentlich in eine Freikirche. Da habe ich sie so angeschaut und so, ja, mega cool. Und dann haben wir auch über das Praise Camp und so geredet, dass sie eigentlich auch schon gehen wollte, aber es irgendwie nicht geklappt hat. Und dann haben wir am Dienstag zuerst mal Schule gehabt. Und dort war eben die Jungs auch wieder das Thema gewesen. Und dann habe ich nachher mit ihr noch ein bisschen geredet und dann hat sie mich gefragt, in welche Kirche ich gehe. Ich habe gesagt, ich gehe in Kirche Bild. Dann hat sie gesagt, ah ja, dort bin ich auch schon mal gewesen. Und dann hat sie gesagt, ja, kennst du nicht? Und sie so, ja, ich weiss nicht, ob du ihn kennst, der Thomas Graf, der Jugendpastor. Und das war einfach so mega cool gewesen. Ich habe ihr nachher noch geschrieben und habe gesagt, wow, ich finde es so cool, dass ich einen Christ in meiner Klasse habe, der meine Werte, ja, halt auch meine Werte hat und mich unterstützt. So. Und dann hat sie zurückgeschrieben und hat gesagt, ja, sie hat bis jetzt noch nie einen Christ in der Klasse gehabt und für sie sagt es eine mega Bestätigung. Und da ist für mich ist auch eine mega Bestätigung und also es ist mega ermutigend, jemanden zu haben, wo der Gott auch kennt und weiß, was der Gott für Wunder kann tun. Genau. Und ich möchte euch noch einen Gedanken weitergeben. Und zwar, ich weiß nicht, also ist vermutlich eher ein bisschen schwierig, also ist jetzt vielleicht eher für die Jungen, aber ich glaube, es können auch die Alten was davon mitnehmen. Die Älteren, Entschuldigung. Und zwar, für mich ist es als junge Person eben mega schwierig, zu meinem Glauben zu stehen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, steht dazu. Steht dazu, dass ihr an einen Gott glaubt, wo die Welt so wunderbar gemacht hat und wo jedes einzelne von uns kennt. Und wenn ihr mal gefragt werdet, ja, was habt ihr am Sonntag gemacht, dann steht dazu, dass ihr in der Kirche sind. Weil ich habe erlebt, dass mir hat eine mega Überwindung gekostet, so Sachen zu sagen. Und es ist jetzt auch, also bei mir im Geschäft, die Leute wissen es, dass ich Christ bin, weil ich einfach kein Geheimnis daraus gemacht habe. Und es ist eigentlich, ich habe bis jetzt eigentlich selten eine negative Rückmeldung darauf bekommen. Also mega oft haben die Leute wirklich positiv darauf reagiert und haben gesagt, oh cool, ich finde es mega cool, dass du an Gott glaubst und so. Und ja, ich möchte euch da einfach ermutigen, geht den Weg und steht dazu. Genau. Und ich singe jetzt noch ein Lied, das ich noch geschrieben habe.
lass mich gar nie mehr los. Ich will mein Leben mit dir verbringen. Es soll kein Tag vergehen ohne dich. Ich will mein Leben für dich herleben, bis zu meinem allerletzten Schnuff. Ja, du willst mir vergeben, meine Sünden wegnehmen. Wenn ich dich darum bitte, bist du an meiner Seite, wirst mir immer bestehen. Ja, wirst mir nie verlassen, drum mach ich mein Herz auf, ja, bis zu meinem allerletzten Schnuff. Ich will mein Leben mit dir verbringen. Es soll kein Tag vergehen ohne dich. Ich will mein Leben für dich herleben, bis zu meinem allerletzten Schnuff. Oh, 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 kein Tag vergeht, kein Tag vergeht, kein Tag vergeht ohne dich. Kein Tag vergeht, kein Tag vergeht, kein Tag vergeht ohne dich. Ich will mein Leben für dich herleben. Es soll kein Tag vergehen ohne dich. Ich will mein Leben für dich herleben, bis zu meinem allerletzten Schnuff. Ich will mein Leben mit dir verbringen. Es soll kein Tag vergehen ohne dich. Ich will mein Leben für dich herleben, bis zu meinem allerletzten Schnuff. Ja, also auch von mir, guten Morgen alle. Vielen Dank, Simea, das war mega schön. Ja, jetzt bin ich dran mit meinem Lebensbericht. Ich habe dann nachher leider keinen Song, aber ist vielleicht auch besser. Nein, also mein Lebensbericht oder ja, mein Leben mit Gott, ich habe es so ein bisschen aufgebaut, einfach, dass ich die wichtigsten Punkte ein bisschen erzähle und ja, auch noch einzelne Gedanken dazwischen weitergebe, wo ich einfach, ja, wo mir wichtig geworden sind und wo ich gerne mit euch teilen werde. Wie die meisten wissen, bin ich christlich aufgewachsen, schon von klein auf. Und ja, ich kenne eigentlich gar nichts anderes. Ich bin auch immer gerne hier in die Kirche gekommen. Kibi war für mich wie ein zweites Zuhause. Ich habe mich da mega wohl gefühlt und ja, eigentlich mega viele Freunde gehabt. Und ja, es war immer cool, am Sonntag da hinzukommen. Und darum haben der Glaube und die Kirche für mich einfach dazugehört. Es war einfach normal gewesen, ja, am Sonntag in die Kirche zu kommen und ja, es hat einfach dazugehört. Und als kleines Kind macht man sich ja auch noch nicht so groß Gedanken über den Glauben, über Gott, sondern man macht mehr einfach da, was die Eltern vormachen. Und da wäre in meinem Fall gewesen, in die Kirche gehen und an Gott glauben. Genau.
Trotzdem, wenn ich jetzt so zurückschaue, habe ich in dieser Zeit schon mega viel können lernen und mitnehmen, wenn auch eher unterbewusst, einfach durch die Eltern, die mich geprägt haben, aber auch die Leute hier in der Kirche, ja, wo mir einfach wirklich auch die Sachen mit auf den Weg gegeben haben, dass ich zu dem geworden bin, dass ich jetzt da stehen kann, genau. Es ist mir auch einfach bewusst worden, wie wichtig auch die Eltern sind. Ich glaube, die Eltern haben einen mega großen Einfluss auf den Glauben vom Kind, einen viel größeren Einfluss als die Kirche, weil die Kirche einfach nur am Sonntag ist, die Eltern aber durchgehend mit dem Kind unterwegs sind. Und dann ja auch wirklich dürfen erleben. Meine Eltern haben den Glauben ganz praktisch im Alltag gelebt. Wir haben zum Beispiel als Familie fast jeden Abend so eine Zeit gehabt, gemeinsam, die haben wir Familienstunde genannt. Da sind wir zusammengekommen, haben meistens irgendwie ein Buch gelesen oder in der Bibel und haben dann zusammen gebetet. Und das hat mir auf jeden Fall sehr gut getan, immer. Und mir auch gezeigt, wie man den Glauben praktisch im Alltag leben kann. Ein anderes Beispiel, wo mich auch geprägt hat, oder wo meine Eltern mir einen Teil vom Glauben auf den Weg gegeben haben, ist der 10. Teil gewesen. Schon von Anfang an, seit ich klein bin und Sackgeld, also seit dem ersten Sackgeld, hat es eigentlich einfach dazugehört, den 10. Teil an Gott zu geben. Und am Anfang ist es auch gar nicht groß um den Betrag gegangen, den ich vielleicht an Gott gegeben habe. Es sind vielleicht am Anfang 20 Rappen gewesen, wenn ich 2 Franken bekommen habe. Es ist viel mehr darum gegangen, einfach zum Erlernen, der 10. Teil, der gehört Gott. Und einfach lernen, das auch wirklich auf die Seite zu legen. Und darum, auch heute noch gebe ich den 10. Teil, wenn möglich, immer. Ist nicht immer so einfach, aber meistens geht es. Genau. Also wie gesagt, in jungen Jahren ist eben mein Glaube wirklich, oder das ist bei den meisten eigentlich so, abhängig von den Erwachsenen rundum im Umfeld. Aber je älter man wird, umso mehr fängt man an, seine eigene Meinung zu bilden, alles hinterfragen und selber Antworten suchen, auf das, was einen beschäftigt. Und selber so ein bisschen seinen Glauben aufbauen. Und ich glaube, so richtig hat er bei mir angefangen mit so 14, 15. Davor habe ich auch schon fest daran geglaubt, dass es einen Gott gibt und habe ihn auch schon gespürt. Aber es ist jetzt nicht so meine persönlich eigene Beziehung mit Gott gewesen. Die hat sich dann erst eben mit 14, 15 so richtig angefangen zu entwickeln. Und es war ein Prozess gewesen. Und eben in dem Prozess, ich glaube, die persönliche Beziehung zu Gott hat auch ganz fest wachsen durch Herausforderungen in meinem Leben. Auch wenn es in dem Moment vielleicht nicht immer so einfach war. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Herausforderungen im Leben hat. Bei mir war die grösste der Fußball. Gerade je höher man gekommen ist, umso mehr ist der Druck gewachsen. Einfach so im Fußball zum Leistung abrufen und so. Und das war für mich nicht immer so einfach gewesen. Ist es jetzt immer noch nicht. Und dort habe ich einfach ganz fest lernen, Gott zu vertrauen, ihm die Führung abzugeben. Und einfach anerkennen, hey, ich habe es nicht in der Hand, aber Gott, du hast einen guten Plan und ich will dir vertrauen. Genau, und eben, wie schon erwähnt, ist mir einfach bewusst worden, Herausforderungen, die bringen einen in Glauben weiter. Weil wenn alles gut läuft und alles Judihui ist, dann wächst der Glaube nicht so, wie wenn es einfach schwer ist und mehr am Boden ist und nicht mehr weiter weiß und nur noch zu Gott kann. Und dazu habe ich noch einen coolen Vers gefunden. 2. Korinther 1, Vers 5, dort steht: So viel Leid mir erfahret,
so viel Jesus erfahren wir. Und da hat man einfach nochmal bestätigt, hey, wenn es mir mal nicht gut geht oder ich am Boden bin, ja, umso mehr kann ich Jesus spüren. Genau. Ja, vor einem halben Jahr dann ist es wirklich schwierig gewesen, im Fußball. Ich habe auch die Freude ein bisschen verloren und habe mich gefragt, ja, ist das noch der richtige Weg? Ja, und bin dort wirklich, manchmal habe ich einfach nicht mehr weiter gewusst. Und trotzdem habe ich im Glauben wirklich große Schritte machen. Ich habe eine Zweierschaft anfangen, wo mittlerweile eine Dreierschaft geworden ist. Genau. Und ja, so ist die Beziehung zu Gott auch einfach weiter gewachsen. Und ich glaube, ja, das hat mich sicher auch dazu gebracht, zum parat zu sein, dass ich jetzt da kann stehen, dass ich mich taufen lasse. Genau, also das Tief im Fußball habe ich dann auch überwunden nach einiger Zeit. Und an Auffahrt habe ich dann, ja, oder dann auch ein bisschen nach Auffahrt, habe ich einige coole Erlebnisse gehabt, die mich dazu gebracht haben, zu mich taufen zu lassen. Und da würde ich jetzt noch gerne erzählen. Und zwar bin ich, also an Auffahrt hat es angefangen, dort bin ich mit dem Bus zum Kollegen gefahren und hatte am Bahnhof umsteigen, hatte dort auf den anderen Bus gewartet. Und dann sind da zwei Männer unterwegs gewesen, mit so Kisten voller Bibel in jeglicher Sprache und mit Verse und allem und haben dort halt die Leute angesprochen, sind auf sie zugegangen und haben die Verse verteilt. Und der eine ist dann auch auf mich zugekommen und dann habe ich ihm halt so gesagt, ja, ich bin selber voll unterwegs im Glauben. Ja, ich glaube sogar noch einen Love Your Neighbor Pulli gehabt. Genau, er hat die Marke leider nicht gekannt, aber ja. Und ja, dann haben wir halt ein bisschen geredet und ja, dann habe ich mir halt gesagt, ja, es ist mir voll wichtig, ja, ich bin voll im Glauben unterwegs, Gott ist ja an erster Stelle bei mir. Dann hat er mich gefragt, ja, bist denn du schon getauft? Dann habe ich mir so gedacht, oh, ja. Und danach habe ich ihm gesagt, nein, noch nicht. Und ja, dann hat er mir Mut gemacht, hey, wenn du wirklich so im Glauben unterwegs bist, dann lass dich doch taufen. Und ja, dann bin ich eben nachher, ist der Bus dann gekommen und so, und dann habe ich mir so überlegt, ja, da wäre eigentlich schon noch was dran. Ja, und dann habe ich mir vorgenommen, am Sonntag dann auf den Temp zuzugehen. Und ja, eben, dann ist der Sonntag gekommen und irgendwie habe ich es dann doch nicht gemacht. Ich weiß nicht mehr wieso. Ist vielleicht irgendwas dazwischen gekommen oder so, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist dann ja, die nächste Woche gekommen. Ja, und im ganzen Alltagstrubel und so ist dann das Ganze wieder ein bisschen vergessen gegangen. Ich habe nicht mehr groß darüber nachgedacht, über die Taufe und so. Und dann bin ich am nächsten Sonntag wieder in die Kirche gekommen. Und dann sehe ich den Töm vom Weitem und dann macht es zack. Und dann habe ich wieder daran gedacht und haben wir gesagt, ja, hey, heute musst du es machen, heute musst du auf den Töm zugehen. Er hat aber gerade noch für die Predigt vorbereitet, glaube ich. Und dann habe ich halt noch kurz gewartet. Bin noch ein bisschen am Handy gewesen und habe dann noch den Tagesvers gelesen. Und da war dann für mich auch nochmal ein Zeichen gewesen, hey, du bist auf dem richtigen Weg. Und zwar ist der Tagesvers Apostelgeschichte 2, Vers 38 gewesen. Dort steht, kehrt um zu Gott, forderte sie Petrus auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Wow, also ja, da habe ich mich einfach nochmal bestätigt gefühlt, hey, mach das. Und dann bin ich ein bisschen später auf den Tim zu und habe ihm gesagt, hey Tim, ich will mich taufen lassen. Und nachher lacht er und sagt, das ist gut, ich habe heute auch gerade in meiner Predigt das Thema Taufe. Ja, und genau, so ist es dazu gekommen, dass ich jetzt da stehe. Und das war es von mir, genau. Wir dürfen jetzt nochmal miteinander 2 Lieder singen.
Und zwar auch gerade bestärken, zusammen mit dem Lennart und mit der Simea. Das Lied heisst «Today», also heute entscheide ich mich, dir nachzufolgen. Und das tut es einfach wie bestärken und es heisst auch später «As for me and my house, we will serve you». Und ich freue mich mega, einfach auch für euch beide und auch für die ganze Familie, dass es einfach, ja, es ist Bestätigung. Bei euch wird das schon gelebt und ich wünsche mir das für alle da rein, dass dort, was noch nicht so ist, dass es darf zu dem kommen, zu dieser Entscheidung. To follow you today.
Gedanken dürfen wir jetzt auch noch einfach vom Tom hören, was du uns zu sagen hast. Ja, Simea, Lena, danke vielmals für den Einblick, den ihr uns gegeben habt in euer Leben. Mega, mega stark. Ich weiss noch, als ich mit den beiden Taufvorbereitungen gestartet habe, ist immer so eine Frage, was würdet ihr gerne, lieber ein Interview oder Lebensgeschichte erzählen? Und ich von den letzten Jahren, bin voll auf Interview eingestellt, habe die Fragen schon halb per Mail geschickt. Dann schaue ich die zwei an, frage sie das und sie schauen mir an und sagen, hey Tom, wir müssen die Lebensgeschichte erzählen. Finde ich sensationell. Danke für alles, was ihr weitergegeben habt. Mega starke Zeugnisse, die wir hier erleben dürfen. Ich habe heute Morgen unter das Thema Jesus, mein König, gesetzt. Weil das ist genau das, was die beiden heute bezeugen. Nämlich, dass Jesus ihren König ist. Der König von ihrem Leben, der König von ihrem Herz. Das Wort König, ich weiss nicht, was das bei dir auslöst. Es ist vielleicht für uns nicht etwas so greifbar. Wir kennen vielleicht noch die Königin von England oder aus irgendwelchen Filmen noch Königtum. Aber so das Wort König spielt in unserem Alltag eigentlich nicht so eine Rolle. Ein König ist ja so ein Alleinherrscher, einer, der das Sagen hat, einer, der sagt, wo es durchgeht. Und das Volk Israel hat ganz viele Könige gehabt. Gute und auch weniger gute. Und je nachdem, ob du einen guten König hast, hast du ein gutes Leben gehabt. Und je nachdem, wenn du einen schlechten König hast, hast du eben auch ein schlechtes Leben gehabt. Ich möchte euch Sacharja 9 bis 10 vorlesen. Dort steht: Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Seine Macht reicht von einem Meer zum anderen, vom Euphrat bis zum Ende der Erde. Da schrieb der Sacharja, ein jüdischer Prophet, der von Gott eingesetzt war, immer wieder das Volk zu ermutigen. Es kommt ein König und der ist gerecht, der wird euch erlösen. Der wird euch in Sicherheit bringen. Und das Volk Israel ist ja immer auch wieder unterdrückt worden. Und er wird euch befreien, sagt er. Und die Prophetie von Zachariah ist ziemlich konkret, weil er sagt, hey, der König, der kommt, der ist gerecht, er hilft, er rettet, er ist demütig, er reitet auf einem Esel. Ich weiss nicht, heutige Staatsmänner, Könige, die kommen ja meistens in so recht krassen Wegen daher, oder? Und wenn es beschrieben wird, dass Jesus auf einem Esel kommt, ist wie wenn ein heutiger Herrscher von dieser Welt irgendwie auf einem Fiat Punto oder Fiat 500 würde kommen. Eher speziell, sage ich mal. Und 500 Jahre später, gerne die nächste Folie, 500 Jahre später geht das, was der Sacharja sagt, nochmal eine bitte, geht in Erfüllung. Das lesen wir in den Evangelien, dass Jesus in Jerusalem einzieht. Und zwar ist es ja so, dass seine Jünger und er sich ein bisschen vor der Stadt sind und dann sagt Jesus zu zwei Jüngern, hey, geht in das Dorf, dort hat es einen Esel, holt den, nehmt den einfach mit und wenn jemand sagt, was machst du da, sagst du, der Herr braucht ihn. Ich weiß nicht, was die gedacht haben, aber sie sind gegangen und alles haben sie so vorgefunden, wie Jesus gesagt hat. Es ist auch zu der damaligen Zeit nicht unbedingt typisch gewesen, dass man einfach etwas mitnimmt, was einem eigentlich nicht gehört. Eine Ausnahme, wenn es ein König befohlen hat. Aber Jesus kommt auf dem Esel, die Prophetie tut sich erfüllen. Jesus kommt auf dem Esel und das ist sehr untypisch. Normal kommt ein König auf einem prunkvollen Pferd. Pferd ist das Tier, das Stärke, Macht, Luxus, Sieg und Reichtum dort symbolisieren. Und die Menschen legen Kleider auf den Boden und wedeln mit ihren Palmzweigen. Auch das sind Zeichen und Symbole, dass da ein König kommt. Das haben sie beim Volk Israel, beim König Jehu schon gemacht, dass sie Kleider am Boden geworfen haben. Das ist ein Symbol für das ist ein König. Oder auch wenn ein König in eine Stadt eingezogen ist, haben sie mit ihren Palmen gewedelt. Die Palmen sind für Frieden, Freude, Freiheit und Sieg gestanden.
Und er geht in Jerusalem hinein. Wieso Jerusalem? Weil Jerusalem natürlich das ökonomische Zentrum war, aber auch das Glaubenszentrum. Der Tempel ist dort gestanden. Wenn du Jesus, Gott, hast anbeten, hast du auf Jerusalem. Und Jesus zieht als König in die Stadt ein. Jesus ist König. Ich weiss nicht, was der Gedanke mit dir macht. Wir, die in einer Kultur leben, wo wir uns nicht von jemandem möchten diktieren lassen, sondern lieber Eigenverantwortung. Nicht Fremdbestimmung ist das Thema. In jedem Kurs für Mitarbeiter heisst es, auf Augenhöhe führen. Ich hänge ja nicht den Bestimmer aus. Und das Bild von Jesus als Freund passt mir als Tom ehrlich gesagt auch ein bisschen besser. Weil Freund ist noch so easy, oder? Aber Jesus als König? Ich merke, da sperrt sich auch etwas in mir. Natürlich, ich bin auch ein freiheitsliebender Typ. Und wenn ich das Gefühl habe, ich werde unter Druck gesetzt, dann wird das Gegenteil ausgelöst. Es gibt Gegendruck von meiner Seite. Und ich wundere mich dann, dass mein Sohn genau gleich reagiert. Aber das Bild, was macht das mit dir? Jesus als König. Jesus ist König. Was macht das mit dir? Ein Herrscher, einer, der sagt, wo es durchgeht. Aber Jesus ist eben ein anderer König. Er kommt auf dem Esel. Er kommt demütig und sanft daher. Nicht mit einem arroganten, selbstherrlichen, sondern einfach demütig auf einem Esel. Was zeichnet denn der König Jesus aus? Eigenschaft und Merkmal von dem König. Dazu habe ich euch einen Videoclip mitgebracht, den wir jetzt uns gerne anschauen möchten. Die Bibel sagt, mein König ist der König der Juden. Er ist der König Israels. Er ist der König der Gerechtigkeit. Er ist der König aller Zeitalter. Er ist der König des Himmels. Er ist der König der Herrlichkeit. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Das ist mein König. Ich frage mich, kennst du ihn? Mein König ist der souveräne König. Es gibt kein Maß, mit dem man seine unendliche Liebe messen könnte. Er ist von ausdauernder Stärke. Er ist völlig aufrichtig und ewig beständig. Er ist unsterblich würdevoll. Er ist überragend mächtig. Er ist parteilos gnädig. Kennst du ihn? Er ist die großartigste Erscheinung, die je den Horizont der Welt durchquert hat. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Retter der Sünder. Er ist das Prunkstück der Zivilisation. Er ist einmalig. Er ist ohnegleichen. Er ist der erhabenste Gedanke in der Literatur. Er ist die am höchsten stehende Persönlichkeit in der Philosophie. Er ist der grundlegende Leitsatz wahrer Theologie. Er ist der Einzige, der fähig ist, allumfassend zu retten. Ich frage mich, kennst du ihn? Er gibt den Schwachen Kraft. Er steht den Versuchten und den Geprüften zur Seite. Er hat Mitleid und er rettet. Er stärkt und er stützt. Er schützt und er führt. Er heilt die Kranken. Er reinigt die Aussätzigen. Er vergibt den Sündern. Er kauft die Schuldigen heraus. Er befreit die Gefangenen. Er verteidigt die Schwachen. Er segnet die Jungen. Er dient den Unglücklichen. Er achtet die Alten. Er belohnt die Fleißigen. Er schmückt die Bescheidenen. Ich frage mich, kennst du ihn? Er ist der Schlüssel zur Erkenntnis. Er ist die Quelle der Weisheit. Er ist die Tür zur Erlösung. Er ist der Pfad des Friedens. Er ist der Weg der Gerechtigkeit. Er ist der Hochpass zur Heiligkeit. Er ist das Tor der Herrlichkeit. Kennst du ihn? Sein Leben ist beispiellos. Seine Güte ist grenzenlos. Sein Erbarmen ist ewig. Seine Liebe ändert sich nie. Sein Wort ist genug. Seine Gnade reicht aus. Seine Herrschaft ist gerecht. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Ich wünschte, ich könnte ihn euch beschreiben. Er ist unbeschreiblich, er ist unbegreiflich, er ist unbesiegbar. Er ist unwiderstehlich. Man kann ihn nicht überleben und du kannst nicht leben ohne ihn. Die Pharisäer konnten ihn nicht ausstehen, aber sie konnten ihn nicht aufhalten. Pontius Pilatus konnte keinen Fehler an ihm finden. Herodes konnte ihn nicht töten. Der Tod konnte ihn nicht fassen. Und das Grab konnte ihn nicht halten. Das ist mein König.
Das ist König Jesus. Er denkt, ich bringe euch ein Video mit, das beschreibt es ein bisschen besser, als wenn ich das einfach euch vorlese. Aber etwas ist mir wichtig, Jesus ist auch ein Friedensbringer. Jesus ist einer, der Frieden bringt, der Frieden ermöglicht mit Gott. Durch das Kreuz und die Auferstehung ist möglich, dass du und ich mit Gott Frieden haben. Er schafft Frieden unter den Mitmenschen oder auch Frieden tief im Herz. Wenn ich Jesus einlade, als König in mein Herz kann, dann erlebe ich immer wieder, dass ein tiefer Frieden in mein Leben kommt. Gerade auch diese Woche, wo es in unserer Familie wirklich drunter und drüber gegangen ist. Wieso auch immer. Ich habe am Dienstag fast nicht mehr aufstehen vor Schmerzen in der Schulter. Ich habe einen Morgen daheim geblieben, wegen Kopfweh, ich hatte gestern Schmerzen. Die Technik hat die Woche mehrmals bei mir versagt. Gestern, als ich noch ausgedruckt habe, hat es noch einen Papierstau gegeben. Und. Aber eins ist geblieben und ich habe gesagt, und Jesus, du bist König. Über all diese Scheisssituationen, Jesus, du bist König. Und ich möchte mich nicht abhalten und den Fokus auf etwas anderes setzen. Du bist König, mein Jesus. Und das hat mir einen inneren Frieden gegeben. Einfach zum sagen, hey, ich bin völlig relaxed. Ganz egal, wie das heute Morgen rauskommt, Jesus ist König. Ganz egal, es wird mich nichts abhalten, Vollgas zu geben. Wir haben gesehen, Jesus hat einen liebenden Umgang mit Menschen, wie er mit Menschen umgeht. Dass er Leute nicht verurteilt, die bewusst Sachen im Leben haben, die falsch ist. Er ist einer, der demütig ist. Er ist einer, der versorgt. Er sorgt für dich. Und das Beste, er geht freiwillig, geht er in den Tod für dich und mich, für das, was ich und du verbockt haben. Und Jesus ist der ewige König, da möchte ich euch Offenbarung 17,14 vorlesen. Da heißt es, das ist eine Begebenheit, die im Himmel stattfindet. Und da heißt es, gemeinsam werden sie gegen das Lamm, Jesus, kämpfen. Aber das Lamm wird sie besiegen, denn er ist der Herr über alle Herren, der König aller Könige. Und mit ihm siegen alle, die von ihm berufen und auserwählt wurden und ihm treu sind. Und Jesus sagt selber, als er vor dem Pilatus steht, dass er König ist. Der Pilatus fragt ihn, bist du der König der Juden? Und er stellt ihm eine Gegenfrage und sagt, hey, weißt du was, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Mein Königreich ist ein anderes. Sonst hätten meine Leute für diese Sache gekämpft. Und Pilatus fragt ihn nochmal, in dem Fall bist du gleich ein König. Und Jesus sagt, ja, ich bin ein König. Und das Beste ist, Jesus ist nicht irgendein König, sondern er möchte dein und mein König sein. Er möchte nicht nur in Jerusalem einziehen, sondern er möchte in deinem und in meinem Herzen einziehen. Die Frage ist, lasse ich das zu, dass Jesus König von meinem Leben ist? Oder wem gehört meine Krone in meinem Leben? Gehört vielleicht Krone in meinem Leben meinen Kind? Gehört vielleicht Krone in meinem Leben der Macht? Oder am Geld? Wem setze ich meine Kronen auf in meinem Leben? Ist es der Besitz? Sind es Sorgen? Ist es Gesundheit? Aktuell sehr wichtig natürlich. Ist es die Arbeit? Oder sind es einfach meine Ängste? Mein Hobby? Na, ist gut, wenn alles davon fliegt. Mein Partner oder allgemein meine Beziehungen? Wem setze ich in meinem Leben Krone auf? Freizeitbeschäftigung? Oder kann ich mit vollem Herzen sagen, Jesus ist nicht nur mein Freund, sondern auch mein König? Es gibt vieles, wo uns da möchte strittig machen. Und die Frage ist, darf Jesus in meinem Leben, in den Sachen, die ich aufgezählt habe, darf Jesus reinquatschen? Darf Jesus mich in diesen Sachen führen und sagen, hey, komm, wir gehen diesen Weg? Darf Jesus sagen, hey, ich tue dir eine Tür zu, wie es sie mir erzählt hat. Ich tue dir eine Tür zu, weil ich etwas Besseres für dich habe. Darf das Jesus in deinem Leben tun? Und wenn wir Ja sagen, und das sagen die beiden Täuflinge, und das freut mich ungemein, dann sind wir Kind von dem König. Wir sind Königskind. Wir dürfen uns Kind vom höchsten König nennen. Wir dürfen in seiner Autorität, in seiner Liebe laufen. Und das ist wichtig auch für uns zum Verstehen, weil nicht manchmal haben wir Menschen das Gefühl, wir geben vielleicht Jesus den Wert. Oder Jesus ist
der König, aber wir als Königskind, wir sind mindestens so gut. Ich möchte uns herausfordern und sagen, was gibt dieser Pizzaschachtel den Wert? Ist es die Schachtel selbst oder ist es der Inhalt? Ich glaube, es ist eher der Inhalt, ich weiss nicht, ich habe noch nie eine Pizzaschachtel gegessen, aber ich stelle mir es nicht so fein vor. Und so ist es auch bei uns. Jesus möchte unser Leben einziehen und er in mir gibt mir den Wert, nicht ich gebe ihm den Wert. Und das ist etwas, was ich einfach merke in meinem Leben, der König, der fightet manchmal. Das ist gar nicht so einfach, immer auszurufen, wie in dieser Woche, Jesus ist König. Über alle Situationen, über mein ganzes Leben und meine ganzen Bereiche. Und Simea und Lennart, ihr dürft gerne mal noch zu mir führen kommen. Ich möchte euch eine kleine Erinnerung mitgeben an die Taufe und eine kleine Erinnerung, dass ihr, wenn ihr Ja sagt heute zu dem Jesus, dass ihr ein Königskind seid. Und zwar habe ich gedacht, ich passe doch euch ein T-Shirt, nicht weil ich denke, ihr seid schäbig angelegt. Gell? Und da steht drauf Königskind. Und das ist jetzt für Simea, jetzt muss ich aber gerade ausholen, ich habe das nicht einfach gedacht, weil ich denke, das ist so gross oder so, sondern ich weiß, dass sie die Sachen sehr gern gross trägt. Und ich glaube, Senfgelb ist auch nicht so schlecht bei dir. Gell? Und dem Lennart habe ich auch ein T-Shirt mit Königskind. Das soll euch einfach daran denken, als Zeichen an den heutigen Tag der Taufe, dass ihr ein Königskind seid, ein Kind vom Höchsten. Und ich staune über euch, ihr dürft gerne wieder Platz nehmen, ich staune über euch, welchen Weg ihr in den letzten Jahren gemacht habt. Ich weiss, mit der Simea bin ich im Teenie-Treff in der Kleingruppe gewesen und ich mag mich sehr gut an die Situation erinnern, wo sie sagt, Tom, ich kann im Moment einfach nicht beten. Ganz offen und ehrlich. Und ich habe gesagt, was machst du denn gern? Du singst gern. Bring deinen Dank, deine Gebet so zu dem Jesus. Und wenn ich jetzt schaue, wo sie steht, dann ist das für mich eine riesen Freude. Gleich beim Lennart. Lennart hat immer so das Gefühl, ich komme gerne nicht so recht aneinander. Irgendwie ist etwas zwischen uns. Und in den letzten Monaten ist das echt eine coole Beziehung geworden. Ich finde das mega cool. Und das ist wahrscheinlich genau über den Zeitpunkt, wo du gesagt hast, mit 15, 16, wo deine Beziehung zu Jesus so richtig angefangen hat. Das merkt man einfach, wenn Leute im Glauben Durchbrüche erleben. Kommen wir zum Schluss. Ihr habt gesehen, beim Eingang oder nachher beim Ausgang habe ich so kleine Krönchen aufgelegt. Das ist ein Magnet. Das dürft ihr einfach euch bedienen, dürft ihr auch im Ehepartner eins mitnehmen, wenn er nicht da ist. Es soll euch einfach erinnern, dass Jesus König ist über jede Situation von eurem Leben. Und es soll euch erinnern, dass ihr Königskinder sind. Dass ihr zu dem höchsten König gehört, wenn ihr sagt, ja, ich möchte mit dir leben. Ich möchte uns jetzt Zeit nehmen, um uns einfach 1, 2 Fragen zu stellen. Was löst der Gedanke, Jesus ist König bei dir aus? Überlegt euch einmal, was begeistert mich denn an dem Jesus? Die Eigenschaften, die wir im Video gehört haben, erlebe ich das in meinem Alltag, dass Jesus barmherzig, gnädig, gerecht ist? Wer ist Jesus für dich? Darf er dein König sein? Oder wer hat sonst Krone in deinem Leben auf?